Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Hoffe, es geht euch gut. Ich kann gar nicht klagen. Die Sonne scheint mir gerade schön an den Rücken. Chillig warm draussen. Es ist schon fast ein bisschen Frühlingsanfang. Oder man hat auch das Gefühl, dass es dann gleich so weit ist. Ich weiss es ja nie. Aber das ist nicht der einzige Grund für meine Freude. Wie viele schon mitbekommen haben. Merci noch für die Nachrichten geschrieben haben und Fotos und alles. Haben wir jetzt hier auf dem Crown Crew Kanal 1000 Abonnenten erreicht. Und ja, das ist schon noch cool. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Ich freue mich total. Als Schweizer, auf Schweizerdeutsch kommentierend, die 1000er-Marke zu erreichen. Ist, wie ich schon erwähnt habe, schon ein Ziel gewesen. Und fühlt sich gut an, das jetzt erreicht zu haben. Mal schauen, wie es weitergeht. He? Ich denke, kann man schon so sagen, weil auch wenn jetzt nicht gerade jeder einzelne von diesen 1000 Abonnenten wirklich aktiv ist, ist es doch so, dass ja, je mehr Leute das eigentlich einen Channel kennen, umso grösser ist halt auch die Chance, dass es noch mehr Leute gibt, die interessiert könnten sein, da mal ein bisschen zuzulassen und zu schauen. Und wenn wir schon von Schauen reden, möchte ich noch kurz aufs Gameplay eingehen, das ihr hier im Hintergrund seht. Das Game nennt sich Jinja Force. Ist in Japan rausgekommen, ist aber auf allen Konsolen lauffähig. Wird vermutlich auch keine internationale Version geben, darum muss man sich ein bisschen mit japanischen Texten auseinandersetzen. Ich habe keine Blasse. Ein paar Bilder, die vielleicht ein bisschen helfen, das eine oder das andere Wort auf Englisch. Und die wenigen Leute, die das scheinbar auch spielen, die auch ein bisschen im Internet kommunizieren, habe ich auch schon den einen oder anderen Tipp können aus einem Forum herausgewinnen oder so. Aber häufig oder vielfach in diesem Game habe ich Sachen einfach ausprobieren. Und häufig hat man dann gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz so ein gutes Extra war, das man hier gekauft hat. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es gibt sehr viele Primär- und Sekundärwaffen. Es gibt eben Extras wie Schilder oder so. Ein Schild, das vor dir ist, ein Schild, das um dich ist. Alles mit seinen Vor- und Nachteilen. Zusatzfeatures, die man ins Flugzeug ausrüsten. So wirklich also gut gemacht. Man kann sich das Zeug mit Geld kaufen. Und im Schwierigkeitsgrad easy, normal und der hard kann man eigentlich die Levels zocken. Und wenn man auf easy anfängt, habe ich persönlich jetzt eine annähernde Chance, vielleicht mal alle Levels zu sehen. Das ist nämlich schon noch hart. Aber auch wenn man jetzt das Level nicht gerade schafft, bekommt man auch ein bisschen Geld. Und so kommt man eigentlich doch immer ein bisschen vorwärts. Und das finde ich cool, weil es gibt auch sehr frustrierende Games in dieser Richtung. Das sind ja Shoot'em-Ups, Schmups, wie man dem auch immer sagen, Ballerspiele mit Flugzeugen, frühere alte Automatenkästen, wo man es vielleicht auch gespielt hat. So ein bisschen in dieser Richtung. Aber halt einfach eine neuere Version. Die Grafik ist sicher nicht der absolute Wahnsinn. Die Stimmen, die ganze Zeit am Quaken sind, gefallen vermutlich auch nicht allen. Aber das Spiel selber und die Mechanik ist wirklich sehr unterhaltsam. Und echt nur zu empfehlen. Ist halt mal etwas anderes, wie es auch schon heisst. Und ja, ich werde mir erlauben, in der nächsten Zeit das eine oder das andere Game vorzustellen, kurz, wo ich vielleicht auch ein bisschen reinschaue und zocke. So ein bisschen als Ausgleich zu den Dead Space 3 Gameplays, wo ja halt, weiss Gott, nicht allen gefallen, was okay ist. Und gleichzeitig möchte ich aber doch eben auch ein bisschen Variationen bieten. Und weil mich das Call of halt wirklich gar nicht so flasht, im Moment sind es halt ein bisschen andere Games. Call of Duty kommt dann schon wieder, spätestens beim nächsten Map-Pack kurz. Und dann vielleicht im November wieder, das werden wir ja dann sehen. Vorher aber sicher auch nicht das GTA jetzt Neue. Und es gibt auch noch wirklich das eine oder das andere Game, das ihr jetzt vielleicht nicht auf dem Radar habt, das in der nächsten Zeit rauskommt, wird die kleine Einblicke geben. Was haltet ihr von dem? Es ist cool, wenn ihr mir Feedback gebt. Wenn ich nichts höre, nehme ich an, dass es gut ist, machen wir es einfach. Aber es freut mich natürlich immer. Und gerade die Leute, die eben auch häufig kommentieren und sich auch ein bisschen engagieren, das ist wirklich auch cool. Und so möchte ich eigentlich wieder ganz schnell auf 1000 Abo-Special überblenden und wechseln, wenn es um die Leute geht, die sich eben wirklich engagieren. Weil die Sache ist die, haben wir etwas sehr Spezielles überlegt als Gewinnspiel und nicht einfach so standardmäßig irgendwie etwas, obwohl das Standardgewinnspiel natürlich auch super sein. Aber nein, ich möchte eben so über die nächsten 3-4 Wochen so zwischen 20 und 30 Videos rauslassen. Und in den meisten von diesen Videos werden der Buchstabe finden, wie jetzt hier in diesem Video gerade der X haben.
was auch der erste Buchstabe wäre. Ich werde es meistens bildlich darstellen. Es kann auch sein, dass ich es mit der Stimme erwähne, aber sicher genug auffällig, dass man es gerade schnallt. Da wird nichts versteckt oder so. Und dann, ja, ich sage noch nicht, wie viele Buchstaben das es dann sind. Ist es so, dass das ein Wort, eine Wortkombination oder irgendein Schabernack oder irgendein Nonsens, aber vielleicht auch etwas sehr Sinnvolles ergibt. Das sieht man dann. Und die Idee ist eigentlich, dass ihr euch die Buchstaben aufschreibt. Es ist niemand gezwungen, jedes Video zu schauen, aber eben, ich denke, bei diesen Preisen, die ich dann rausgebe, was jetzt noch gerade nicht verraten wird, was es wird sein, aber es sind, glaube ich, schon ein paar Sachen, die euch werden gefallen. 3 werden vermutlich etwas bekommen, die könnt ihr auch ein bisschen auswählen, je nachdem wer, wenn was einschickt. Weil, wenn man dann meint, man hat das Wort, die Wortkombination herausgefunden, soll man doch bitte per YouTube, Private Message, mir das schicken. Weil, wenn ihr sie in die Kommentare schreibt, kann er sein, dass jemand das gerade sieht und mir auch schickt und dann ist der schneller als einer, der eigentlich alles geschaut hat und dann gibt es immer so ein bisschen Theater. Darum machen wir das mit der Private Message. Und was eben noch wichtig ist, ihr habt eigentlich nur eine Chance. Es bringt also nichts, wenn ihr mit zuspammt, mit irgendwelchen Möglichkeiten. Die erste Einsendung zählt, die wird dann eigentlich vermerkt und alle weiteren ab dann ignoriert. Ich möchte es natürlich so machen, dass jeder möglichst viele Chancen hat, aber ihr müsst auch sehen, dass das dann bei der Auswertung relativ aufwendig sein könnte. Darum bitte einfach einmal nach melden. Wenn ihr unbedingt den Titel wollt in dieser YouTube-Nachricht, könnt ihr ja 1000 Abo-Special als Titel rein tun. Das würde mir auch noch ein bisschen helfen zu sortieren. Und eben ja, noch nicht an die 3 Tage oder so, meinen, ihr wisst es. Das so als kleiner Tipp. Es könnte sein, dass man am Anfang meint, man wüsste es und dann ist es plötzlich gleich nicht. Ja. Schauen, Videos reinziehen und dann wird das auf jeden Fall gut kommen. Tipps kann ich in dem Sinne keine geben, weil es eben eigentlich schon simpel ist, wenn man die Videos schaut. Und auch wenn ihr jetzt 1, 2 Videos nicht schauen mögt, weil euch der Inhalt nicht gefällt, könnt ihr es dann vielleicht gleich zusammenreimen oder so. Naja. Also, jetzt noch bezüglich der Zeit der Einsendung, weiss ich noch nicht genau. Je nachdem, wie viel das werden mitmachen und je nachdem, wie viele richtige Antworten das ich werde bekommen, wird es entweder so sein, dass die ersten 3 etwas bekommen oder dass ich dann wieder mit der Auslosung auf der Webseite das mache. Das Problem ist einfach immer, gewisse Leute gehen in die Schule, gewisse Leute haben andere Arbeitszeiten, darum haben nicht alle immer die gleiche faire Chance, ein Video gerade dann zu schauen, wenn es rauskommt. Und darum denke ich, dass ich es mit der Webseite werde machen. Ja, mal schauen. Als kleines Gudeli auf Preise, ja, was kann ich zu dem sagen? Einer von den Preisen habt ihr auch schon gesehen. Der eine wirklich etwas mit mehr oder weniger Reisen durch die Schweiz zu haben und der dritte ein bisschen mit Games. Ja, machen wir es mal simpel. Mal schauen, ich bin gespannt, wie viele das mitmachen. Und ich hoffe, dass das eine gute Sache wird. Es wird eben mehrere Videos geben, wo ich vielleicht auch noch kleine Duals mache oder so wirklich auch noch ein paar Specials, 1000 Abo-Specials, nicht nur ein Video. Das wird sich alles in die 20 bis 30 Videos eingliedern, wo dann eben die Buchstaben drinnen zu finden werden sein. Das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euren Einsatz und für die Unterstützung, um das möglich zu machen und hoffe, dass ich euch auch in Zukunft mit dem einen oder anderen Video wieder ein bisschen zum Lachen bringen kann. Ja, ein bisschen etwas Freudiges. Um das geht es doch auch. Macht's gut. Ciao zusammen.